Religion und Sexualität, das klingt nach einer schwierigen Beziehung. Religion und weibliche Sexualität, da läuten vollends die Alarmglocken. Herzlich willkommen zur Sternstunde Religion. Der Film Female Pleasure, der gerade in den Deutschschweizer Kinos läuft, erzählt die Geschichten von 5 Frauen aus verschiedenen Kulturen, die in ihren jeweiligen Gesellschaften gegen sexuellen Missbrauch, gegen Diskriminierung und für mehr Selbstbestimmung kämpfen. Die Kirche war meine Heimat. Und jetzt ist die Kirche für mich die Räuberhöhle, von der Jesus im Evangelium spricht. Ein Ort, von dem man sich besser fernhält. I was 17 years old, taking wedding classes to learn about my new obligations. Male and female genitalia were explained to me for the first time and how they're supposed to work. The teacher didn't call them by their names. She used Hebrew words that I didn't understand and explained that the woman has a place where it fits in. It's a beautiful hallway that leads to the source of all life. That's how babies happen. Growing up as a girl child in India means being touched, being groped, and being sexually harassed at any given point of time in any public space. I started to hate myself for being a girl. I used to cry. But I used to always find a place where nobody knew that I would cry. And I always felt if I tell somebody about it, they'll be like, it's your fault. いい女の子の期待は、目立たないでおとなしくて、いつもニコニコして文句を言わないと思います。私は漫画家で自分の体験したことを漫画にする漫画家なんですけれども、そういえば自分の女性器をテーマにしてる漫画家っていないなって思ったんですね。それタブーだったからなんですけど。At the age of 7, I've enjoyed a practice called female genital mutilation. Female genital mutilation, it's when you partially or totally remove the female genitalia. Myself and 200 million other women are living with this practice today. 3 million alone are at risk in the African continent. 500,000 are living in Europe as we speak. FGM, it's a global issue. This is about oppressing women. It's about oppressing women's bodies. It's about controlling women's sexuality. And that's a global issue. That's not an African issue. That is not an Asian issue. That's a global issue. Und bei mir im Studio begrüße ich nun die Regisseurin des Films Barbara Miller. Herzlich willkommen. Die Religionswissenschaftlerin Anna-Katharina Höpflinger und Doris Wagner. Sie ist eine der 5 Protagonistinnen im Film. Ihnen allen herzliches Willkommen. Barbara Miller, der Film ist gerade angelaufen, aber schon seit Wochen in aller Munde. Was sind denn die häufigsten Reaktionen? Also für mich war es sehr überwältigend zu sehen, dass er sehr gut aufgenommen wird, von Frauen, von Männern auch. Aber auch aus religiösen Kreisen, also dass sehr viel Unterstützung kommt, vor allem von der Basis. Wir haben einen Preis gewonnen am Doc-Festival in Deutschland. Von der interreligiösen Jury wurden wir speziell ausgezeichnet. Das hat mich auch sehr gefreut. Gar keine negativen Reaktionen bisher? Bis jetzt eigentlich nicht. Also es ist ganz erstaunlich. Ich kann mich erinnern, als wir an der Weltpremiere waren, wir waren alles so angespannt und es gab 10 Minuten Standing Ovation und das war wirklich so wie eine große Erlösung auch. Frau Höpflinger, es fällt auf, dass das Thema Religion und Sexualität im Moment sehr präsent ist. Es finden kirchliche Tagungen dazu, es finden akademische Thementage dazu, es finden Podien dazu. Warum ist das Thema gerade jetzt derart virulent? Ich würde sagen, das war immer virulent. Aber das Wichtige ist, dass jetzt die Welt verändert sich und man wagt sich auch wirklich in der Öffentlichkeit darüber zu reden. Es hat also so eine Veränderung gegeben, dass es ein Thema wird, das plötzlich sehr stark öffentlich auch debattiert wird. Also müssen sich Religionen irgendwie auch dazu positionieren. Denken Sie, die ganze MeToo-Debatte hat einen Einfluss darauf gehabt? Sicher auch. Ja, die MeToo-Debatte war sicher auch wichtig, vor allem bezüglich weiblicher Sexualität und Religion. Während es vorher oft einfach eher generell um Religion ging oder um Normierung von Sexualität oder auch um männliche Sexualität.
Doris Wagner, Sie haben Theologie und Philosophie studiert. Sie haben gerade Ihre Dissertation eingereicht und Sie sind, wir haben es gerade gesehen, eine der Frauen im Film. Auf Ihre Geschichte als ehemalige Ordensfrau werden wir gleich noch ausführlicher zu sprechen kommen. Zunächst aber einmal die Frage, wie ist es für Sie, jetzt mit diesem Thema und als Person derart in der Öffentlichkeit zu stehen? Ja, das ist ambivalent. Auf der einen Seite ist das ganz merkwürdig für mich, natürlich mit meinem Hintergrund jahrelang im Verborgenen irgendwo in Küchen Gemüse geputzt zu haben und jetzt auf einmal hier in Studios zu sitzen und auf Bühnen zu stehen, ist ein sehr komisches Gefühl und ich brauche das für mich nicht. Ich bin ganz froh, wenn ich nachher wieder zu Hause bei mir bin und in der Küche stehe und Spülmaschine ausräume oder am Schreibtisch sitze. Auf der anderen Seite ist das für mich eine wunderbare Gelegenheit, um sagen zu können, ich stehe hier für viele andere Frauen, die was Ähnliches erlebt haben und wie Sie gesagt haben, wir reden jetzt endlich drüber. Und ich erzähle nicht nur meine Geschichte, ich erzähle durch meine Geschichte die Geschichten von so vielen Frauen. Und ich habe eine Bühne jetzt, ich habe eine Öffentlichkeit, die mir zuhört. Und das ist wie ein wunderbarer Effekt von diesem Film. Wir kommen noch mal kurz auf den Film und die Anlage des Films zu sprechen. Wir haben diese Organisation in Indien, wo sich eine Gruppe junger Leute stark macht, um über das Thema in der Öffentlichkeit zu sprechen. Wir haben die Künstlerin aus Japan, die Vagina-Kunst herstellt. Wir haben das Engagement von Leila Hussein gegen die weibliche Genitalverstümmelung. Wir haben den Ausbruch von Deborah Feldman aus ihrem ultraorthodoxen jüdischen Milieu und eben ihre Geschichte als ehemalige Ordensfrau. Das sind ja doch sehr unterschiedliche Geschichten in ganz unterschiedlichen Gesellschaften. Haben die wirklich etwas gemeinsam, Barbara Miller? Also für mich, das war ja eigentlich wirklich die Grundlage. Ich wollte erforschen, wie es den Frauen im 21. Jahrhundert geht. Habe dann wie die 5 Weltreligionen, um wirklich einen globalen Blick zu bekommen, als Grundlage genommen. Und das Erstaunliche ist, dass es uns eigentlich auf der ganzen Welt sehr, sehr ähnlich geht. Also dieser Blick auf die Frau als weniger wert, als der weibliche Körper, der die Sünde gebracht hat, das zieht sich durch alle Religionen, Gesellschaften, Kulturen. Und von dem her, ja, also das war auch, als ich die Frauen das erste Mal getroffen habe, war wirklich so ein gegenseitiges Verständnis und wir haben eigentlich die gleiche Sprache und von den gleichen Dingen gesprochen. Frau Wagner, haben Sie sich in den Geschichten der anderen Protagonistinnen auch wiedergefunden? Ja, absolut. Und das war auch für mich in dem Moment, wie Barbara kam und wir von dem Konzept des Filmes erzählt hat auch. Und ich weiß von den anderen Frauen, für die war das auch der Moment, wo wir gesagt haben, ja, genau das wollen wir. Wir wollen nicht nur über unsere Kultur sprechen, wir wollen diese Parallelität selber auch sichtbar machen, um zu verhindern, dass man immer mit dem Finger auf andere Kulturen zeigen kann und sagen kann, ja, da passiert das. Oder anfangen muss, seine eigene Kultur zu verteidigen oder zu bekämpfen, sondern das tiefer liegende Problem sichtbar zu machen, dass es darum geht, wie Kulturen und Religionen benutzt werden, um Frauen abzuwerten und ihnen Gewalt anzutun. Das ist das Thema, das uns alle beschäftigt. Das ist nicht so sehr die Religion oder die Kultur. Wir haben das Filmplakat hier dabei und wir sehen, es gibt da nebst der Hand, die sich in die Höhe reckt, auch die Symbole der einzelnen Religionen. Frau Höpflinger, wie stark sehen Sie denn die Frage der weiblichen Diskriminierung aufgrund der Sexualität wirklich als ein Thema in den Religionen? Wir diskutieren ja hier jetzt auch über Religion und Kultur. Vielleicht zunächst mal, wo ist da der Unterschied? Zwischen Religion und Kultur. Wo entlang geht die Grenze? Genau. Das ist eine Frage. Ich glaube, wenn ich die wüsste, dann wäre ich unendlich berühmt. Aber ich betrachte Religion als Unterkategorie von Kultur. Aber selbstverständlich gibt es auch andere Positionen, die sagen, Religion ist das Wichtige und eine Kultur ist eine Unterkategorie von Religion. Also eben diese Differenzlinie zu ziehen ist schwierig und muss je nach Religion einzeln gezogen werden. Jetzt, ich denke zur Frage Sexualität und Religion. Ich denke, Sexualität ist ein existenzielles Grundbedürfnis des Menschen. Oder vielleicht eher eine existenzielle Grundfrage. Weil natürlich gibt es Menschen, die keine sexuellen Bedürfnisse haben, also asexuelle Menschen. Und jetzt, Religionen beschäftigen sich mit existenziellen Grundfragen des Menschen. Insofern finde ich, ist Sexualität eines der wichtigen Themen von, würde ich doch sagen, global fast allen Religionen. Also Religionen beschäftigen sich de facto mit Sexualität. Insofern natürlich auch mit weiblicher Sexualität. Jetzt aber wie einzelne Religionen sich mit weiblicher Sexualität beschäftigen, das ist dann religionsspezifisch. Also es gibt auch sogenannte matrilineare Religionen, also wo
doch die Frau eher im Zentrum steht als der Mann. Also beispielsweise im Judentum, weil die Weitergabe der Religion über die Mutter verläuft? Oder haben Sie noch etwas anderes im Hinterkopf? Also ich würde das Judentum doch eher als patriarchale Religion bezeichnen, im Sinn von, dass der Fokus auf den Mann ausgerichtet ist. Aber es gibt zum Beispiel in Nordostindien eine Kultur der Kasi. Dort wird das Erbe, also das Ganze, auch der Landbesitz, via Frau weiter vererbt und die Frau steht im Zentrum. Auch eine andere Kultur sind die Mosuo in China. Da gibt es tatsächlich nicht unsere Art von Ehe ursprünglich, sondern eine Art von Besuchsbeziehung. Mhm. Der Mann kommt zu der Frau und sie bestimmt dann auch stärker über die Sexualität. Mhm. Das gibt es auch. Aber natürlich, es ist die Minderheit. Mhm. Und in den großen Weltreligionen ist es doch so, dass die Frau dann eher das Nachsehen sozusagen hat. Genau, ich würde sagen, die großen Weltreligionen fokussieren auf den Mann als idealen Menschen. Woher kommt das? Also wir diskutieren, wenn wir über Religion und Sexualität sprechen, haben wir natürlich sehr schnell sozusagen die religiösen Schriften, die sakralen Schriften als die Fundamente im Hinterkopf, die dazu Aussagen machen. Ist das so, Frau Wagner? Stehen in der Bibel wirklich so prägnante Aussagen, die eindeutig zu diesem Befund kommen müssen, dass die Männer über die Frauen herrschen, auch in der Frage der Sexualität? Das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen ja und nein. Und vielleicht sollte man zuerst mal die Frage stellen, wie Religionsgemeinschaften mit ihren sakralen Schriften umgehen und wie sie damit umgehen sollten. Denn die Schriften sind natürlich, müssen gerade in unserer Zeit historisch kritisch untersucht und ausgelegt werden. Und wenn man das tut, dann kommt man ganz schnell zu dem Befund, dass natürlich in diesen Schriften sich die Wertvorstellungen der Zeit finden, in der die Schriften entstanden sind. Und das ist fast für alle großen Religionsgemeinschaften ist das eine Überordnung des Mannes über die Frau. Und sind das andere gesellschaftliche Normen, die für uns heute nicht mehr gelten. Das Fatale ist aber, dass diese Schriften über Jahrhunderte hinweg anders ausgelegt worden sind und Wirkungsgeschichten entfaltet haben, die dazu geführt haben, dass diese alten Wertvorstellungen von jahrtausendealten Kulturen und Gesellschaften einfach durch die Zeit transportiert und gefestigt worden sind, bis in unsere Zeit. Und ich würde sagen, für unseren westlichen Kulturkreis, der vom Christentum geprägt ist, kann man sogar sagen, dass auch Leute, die sich heute als völlig säkular begreifen, trotzdem mit diesen Bildern und Geschichten aufgewachsen sind und das in sich aufgesogen haben. Jedes große Museum, in das man geht, findet man biblische Geschichten dargestellt. Und die Frauen haben da immer die Rolle, dass sie entweder Mütter sind oder Sünderinnen sind. Aber die Frauen sind nie die vorne stehen und die reden und die das Wort Gottes verbindlich auslegen für die Gemeinschaft und die Gemeinschaft führen. Und auch Leute, die eben nicht damit aufgewachsen sind, dass sie das glauben, haben diese Bilder verinnerlicht. Barbara Miller, man könnte Sie jetzt auch ganz kritisch fragen. Sie haben im Film immer wieder auch einzelne Zitate aus sakralen Schriften der einzelnen Religionen genommen. Aber es sind immer genau die sozusagen dieses Bild, der Mann steht über der Frau, zementieren. Sie hätten aber auch die Möglichkeit gehabt, die anderen Stellen zu wählen. Warum haben Sie sich nicht dafür entschieden? Weil das eigentlich meistens nicht die Art ist, wie die Religionen interpretiert wurden und gelebt werden. Also mich hat ja interessiert, also man sieht ja wie die Realität, also die Frauen kämpfen darum, akzeptiert zu werden, als wertvoll angeschaut werden, dass ihre Sexualität eben nicht verteufelt wird. Und dann habe ich mich gefragt, woher kommt das eigentlich? Und habe dann in allen 5 heiligen Schriften solche Grundlagen auch gefunden. Aber tragen Sie nicht auch zur Zementierung jetzt dazu bei? Weil die meisten Menschen kennen ja diese Zitate oder diese Textstellen, die eben zu dieser Unterdrückung führen. Ihnen ist aber viel weniger bekannt, dass es eben auch Alternativen gibt in den gleichen Schriften. Also das war schon auch eine Frage, wollen wir im Film auch, weil die 5 Protagonistinnen, die setzen sich ja sehr mit der Religion, mit der Kultur auseinander, aber ihre Art damit umzugehen, auch wenn sie zum Teil sehr schwierige Sachen erlebt haben, ist sehr positiv. Und dann war schon auch die Frage, wollen wir diese positiven Zitate, die es auch gibt, auch in den Film nehmen. Es war dann wie so, ich habe wie gemerkt, in 90 Minuten passt nicht alles rein. Aber ja, das wäre natürlich auch, vielleicht müssen wir einen zweiten Film machen und sagen, jetzt fokussieren wir auf das Positive, das zum Beispiel auch in den Heiligen Schriften dasteht über die starken Frauenfiguren, die vergessen wurden.
über die ganze Zeit, im Judentum, im Christentum, eigentlich auch im Hinduismus gibt es diese ganz starken Frauenfiguren, aber die haben dann überhaupt keine Rolle mehr gespielt und heute spricht man nicht mal mehr über sie. Doris Wagner, Ihre bewegende Geschichte hat ihren Ausgang nicht in einer kulturfremden Religion, sondern hier inmitten Europas im System der römisch-katholischen Kirche. Wir schauen uns jetzt kurz ein paar Ausschnitte dazu an. Papst Franziskus ist eine Figur, die vielen Leuten Hoffnung gegeben hat, dass sich in der Kirche was ändert. Jedenfalls, ich habe einen Brief an Papst Franziskus geschrieben. Caro Papa Francesco, Santo Padre, da giovane amavo molto la Chiesa. Speravo di dedicare la mia vita al Signore. Invece mi hanno pressoché tolto la vita. Padre Burkhardt mi violentava alcune volte nella casa di formazione della FSO a Roma. Non avevo possibilità di trovare aiuto perché intravedevo che da donna sarebbe io la colpevole. Per favore, non permetti che sia così. Lei è la mia ultima speranza. Die Bibel ist ganz lange benutzt worden. Dieses Bild der Frau als Gefahr, der Frau als weniger wert, der Frau als Sünderin zu festigen und zu entwerfen. Mir war klar, dass Ordensfrauen durch alle Jahrhunderte hinweg solche Sachen erlebt haben. Aber das Erleben dieser Frauen war nie relevant. Ordensfrau werden, ins Kloster gehen, das hatte Gott schon immer für mich vorbereitet. Eine Schwester kam zu mir aufs Zimmer mit so einem langen Unterkleid und sagte, das tragen wir für unsere Mitbrüder. Mir hat sie gar nicht gesagt, aber habe ich verstanden, ja, okay, das ist irgendwie für die Priester wahrscheinlich schwierig, wenn sie mit Frauen im selben Haus zusammenleben, weil das sind ja Frauen. Und je weniger man sieht, dass es Frauen sind, desto leichter ist es für sie. Ich habe angefangen, mich zu schämen. Es war nicht schwierig, aber komisch, die ersten Schritte in einem normalen Leben anzufangen. Ich habe lange Zeit ein Schuldgefühl dabei gehabt, das erste Mal mich schminken oder ein Sommerkleid und das erste Mal Hosen anzuziehen. Ich habe so dieses Bedürfnis gehabt, meinen Körper zu spüren. Und dann Musik hören zu können. Richtige Musik, die Gefühle ausdrückt. Liebeslieder. Das war wie wieder zum Leben kommen. Im Buch Nicht mehr ich erzählen Sie Ihre Geschichte ausführlich. Sie schreiben, dass Sie aus einer sehr frommen Familie stammen, die zunächst einmal evangelisch-lutherisch war, dann zum Katholizismus übergetreten ist. Sie haben mit 19 Abitur gemacht und sind dann in die Ordensgemeinschaft Das Werk eingetreten. Nach 8 Jahren, in denen Sie vergewaltigt, manipuliert und entmündigt wurden, so schreiben Sie es, sind Sie dann ausgetreten. Woher kam überhaupt der Wunsch, Nonne zu werden? Ja, das ist schwierig. Vielleicht ist es auch nicht so schwierig. Für mich war das einerseits was Normales, weil die Religion die Welt war, mit der ich aufgewachsen bin. Und andererseits war das sicher auch der Tatsache geschuldet, dass ich aus einer sehr armen, eher ausgegrenzten Familie kam, wo sich mir gar nicht so viele andere Möglichkeiten geboten haben. Ich habe Abitur gemacht, meine Eltern haben beide kein Abitur gemacht, nicht studiert. Ich hatte nicht so einen Plan, was ich mit meinem Leben machen sollte. Und gleichzeitig war die Religion so sehr meine Identität, dass das irgendwie wie was war, was ich mir angeboten hatte und wo ich das Gefühl hatte, schon mit 15 Jahren, ich habe diese Berufung. Und ich hatte dann so Vorbilder wie Edith Stein und habe gedacht, ja, genau, das ist eine intelligente, gestandene Frau und die war Assistentin bei Husserl und dann ist sie in den Karmel und das ist ein starker Schritt und ja, das wollte ich dann auch. Was hatten Sie für ein Frauenbild zum Zeitpunkt Ihres Eintrittes in den Orden? Ich habe das geglaubt, was ich auch von meinen Eltern gehört habe und was auch die Kirche bis heute lehrt, dass Männer und Frauen
wesentlich unterschiedlich sind und dass Männer eher die Aufgabe haben zu führen und Frauen eher die Aufgabe haben, so zu dienen und sich hinzugeben, dass es so diesen weiblichen Genius gibt, von dem Päpste gerne sprechen, der darin besteht, dass Frauen irgendwie so eine Intuition haben, Menschen besser verstehen und deswegen diese Aufgabe haben, sich um Kinder zu kümmern, um Menschen zu kümmern, im Verborgenen, im Hintergrund zu dienen und den Männern irgendwie zuzuhören. So. Sie haben das Gymnasium in den 90er Jahren besucht. Da wurden doch bestimmt andere Werte oder andere Vorstellungen der Geschlechter. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich nicht. Also natürlich nicht dieses christliche sich unterordnen Frauenbild, das habe ich in der Schule nicht erlebt. Aber ich habe von meinen Gleichaltrigen lauter Mädchen erlebt, die in der Pubertät sich nur gefragt haben, bin ich hübsch genug für die Jungs? Und eine Frau, die irgendwie auch als Lehrerin, die vorne gestanden ist und ihr Ding gemacht hat und cool war und selbstbewusst und stark, gab es auch in meinem Leben fast gar nicht. Ich weiß nicht, wenn ich solche Frauen erlebt hätte, ob ich andere Role Models gehabt hätte, ob ich einen anderen Weg eingeschlagen hätte. Aber ich hatte eigentlich eher das Gefühl, wenn ich ins Kloster gehe, emanzipiere ich mich von diesen kindischen Mädchen, die sich den ganzen Tag nur damit beschäftigen, wie sie aussehen. Das war mir zu blöd. So, ich habe gedacht, ich gehe den emanzipierteren Weg und bin genauso in der Falle gelandet, natürlich. Barbara Miller und auch Sie, Frau Höpflinger, Sie nicken. Erleben Sie die säkulare Welt auch ähnlich schwierig? Also ist diese Ungleichheit zwischen den Geschlechtern gar nicht so sehr jetzt ein Thema nur der Religion, sondern das wird auch in unseren säkularen Raum weitergetragen? Also ich glaube, das ist ganz stark so. Das hat mir auch die Arbeit in diesem Film und die Beschäftigung mit diesem Thema ganz klar gezeigt. Also wir Frauen, das war für mich auch interessant, eigentlich eben herauszufinden, dass diese Ideen, dass wir nicht genügen, dass wir weniger wert sind, über Jahrtausende transportiert worden ist und auch heute. Also es geht wirklich immer wieder darum, ja, als Frau genüge ich, wie muss ich sprechen, wie muss ich mich verhalten, wie muss ich mich kleiden, wie muss ich aussehen. Also dieser ganze Druck auch auf Frauen, immer das Gefühl geben, eben, dein Körper ist nicht genug, dein Aussehen ist nicht genug, was du machst, ist nicht genug. Und die Gesellschaft bestätigt das ja auch sehr oft. Eben, Frauen verdienen, weil wir Frauen sind, 20% weniger. 2018. Also das ist wie so, ich glaube, das liegt so tief und das ist bei uns allen zum Teil bewusst, zum Teil weniger bewusst. Und ich hoffe halt auch, dass der Film dazu beiträgt, dass uns das wieder bewusster ist und wir auch hinschauen, ja, wo stehen wir denn? Und auch in der Sexualität, denke ich, das Bild, das von weiblicher Sexualität auch heute verbreitet wird, also eben sei es in der Werbung die Objektivierung des weiblichen Körpers, sei es in der Pornoindustrie die Frau, die absolut alles mit sich machen lässt, aber die weibliche Sexualität, die weibliche Lust, die geht dabei immer noch verloren. Wir gehen noch mal zurück zur Geschichte, Frau Wagner. Ordnen Sie doch mal für uns diese Gemeinschaft ein in dieser gesamten römisch-katholischen Landschaft. Das Werk ist eine relativ kleine Gemeinschaft, ist eine neue geistliche Gemeinschaft. Es gibt so die großen traditionellen Orden, Benediktiner, Dominikaner, Franziskaner, die Jahrhunderte alt sind. Und es gibt so um die Mitte des 20. Jahrhunderts in der Nachkonzilszeit so eine ganze Gruppe von neuen geistlichen Gemeinschaften, die entstanden sind in dieser Zeit, wo ganz oft Männer und Frauen zusammenleben, aber natürlich die evangelischen Reiter versprechen Armut, Keuschheit und Gehorsam, wo zum Teil auch Familien dazugehören und so. Und das Werk gehört in diese Kategorie neuer geistlicher Gemeinschaften. Und ist dieser Gruppe auch insofern zuzurechnen, dass diese Gruppen oft in einer sehr einerseits neuartigen Formen und einem ganz neuen Auftreten und andererseits sehr neokonservativ, sehr lehramtstreu, sehr papstliebend sich geben und dadurch auch in der Kirche ein Gewicht erlangt haben und einflussreiche Unterstützer in Rom bekommen haben und dadurch auch sich ein Stück weit unangreifbar gemacht haben. Ein Teil dieser neuen Erscheinung, verstehen Sie darunter auch beispielsweise, dass diese Gemeinschaft, in der Sie eingetreten sind, gemischtgeschlechtlich war? Ja, genau. Das ist so ein Charakteristikum, das die haben. Ja, dass eben Männer und Frauen da zusammenleben. Und es gibt eine ganze Reihe anderer, aber ich glaube, das würde zu weit führen, wenn ich die
im Einzelnen aufführe. Dieses Frauenideal, das Sie jetzt eben beschrieben haben, was war das? Loyalität, Gehorsam? Unterordnung und die Vorstellung, dass wenn man einfach sich hingibt und dient und im Verborgenen kleine Dienste leistet und damit sein Leben verbringt, dass das einen irgendwie glücklich macht und dass das so die wahre Berufung der Frau wäre. Das ist nun wieder etwas, das nicht typisch katholisch ist, sondern das ist etwas, das wir in allen Religionen sehen. Also diese Zuspitzung der Dienenden in Bezug auf die Frau, das ist für viele immer noch das Modell überhaupt. Sagen wir eben in patriarchalen Religionen. Aber auch dort muss man unterscheiden, zum Beispiel zwischen der Rolle der Mutter und der Rolle der Ehefrau und der Rolle der nicht verheirateten Frau. Beispielsweise hat in der Regel die Mutter eine viel stärkere Macht als die unverheiratete Frau, die wie in diesem Gefüge stärker normiert ist, indem sie zum Beispiel dem Vater untergeordnet ist. Während die Mutterrolle relativ zum Teil viel Macht auch ermöglicht innerhalb des ganzen Gefüges. Also ich würde da tatsächlich noch mal unterscheiden, welche Art von Frauen sind da gemeint. Aber dieses Ideal jetzt von Keuschheit, eben nicht eine Mutterrolle zugedacht zu bekommen, nicht die Rolle auch der Partnerin, das ist wiederum etwas sehr Spezifisches im katholischen Verständnis, ja? Ja, das denke ich. Und ich glaube, dass auch im Katholizismus eigentlich die mächtigsten Frauen tatsächlich Ordensfrauen sind. Und zwar eine bestimmte Kategorie, nämlich die Ordensoberinnen großer Gemeinschaften oder großer Klöster. Eine Äbtissin ist so ungefähr die mächtigste Rolle, die man als Frau in der katholischen Kirche haben kann. Aber auch wenn man eine Äbtissin eines großen Benediktinerinnenklosters irgendwo auf der Welt ist, ist man immer noch Männern untergeordnet. Wir haben es im Einspieler gesehen. Sie haben dem Papst einen Brief geschrieben. Sie haben dargelegt, was Ihnen passiert ist. Haben Sie eine Antwort bekommen? Ja, vor allem, ich habe nicht nur dargelegt, was mir passiert ist. Ich habe erzählt, was mir in dieser Gemeinschaft passiert ist, dass ich vergewaltigt worden bin. Ich habe aber auch Studien und Unterlagen zitiert, denen zufolge 30% aller Ordensfrauen dieses Schicksal erleiden. Ich habe Fälle zitiert von Ordensfrauen, die von Priestern vergewaltigt worden sind, die schwanger geworden sind, die aus Klöstern verstoßen worden sind, Schwestern, die von Priestern zur Abtreibung gezwungen worden sind, Schwestern, die verstorben sind. Und diese Berichte liegen seit mindestens 20 Jahren in Rom. Und die römische Kurie weiß das. Und ich habe in meinem Brief mir erlaubt, nachzufragen, was denn in diesen Fällen passiert ist, ob überhaupt was passiert ist. Und die Antwort, die ich bekomme, ich habe die mitgebracht, ich kann die gerne vorlesen, die Antwort fällt so aus. Hiermit bestätige ich, das ist ein Prälat des Staatssekretariats, der das unterzeichnet hat, hiermit bestätige ich Ihnen den Erhalt Ihres Wertenschreibens vom 26. September des Jahres, mit dem Sie dem Heiligen Vater über Erlebnisse in der Gemeinschaft, die geistliche Familie, das Werk berichtet haben. Ihre Ausführungen wurden aufmerksam zur Kenntnis genommen. Seine Heiligkeit hat mich beauftragt, Ihnen für den Ausdruck Ihrer Mitsorge um das Wirken der Kirche in unserer Zeit zu danken. Papst Franziskus bittet Sie, für ihn und seinen verantwortungsvollen Dienst als Hirte der universalen Kirche zu beten. Er schließt auch Sie und Ihre Anliegen in sein Gebet ein und erbittet Ihnen und Ihrer Familie von Herzen Gottes Schutz und Geleit für den weiteren Lebensweg. Also kein Angebot, den Fall weiter zu verfolgen oder das Thema in irgendeiner Weise aufzunehmen. Hatten Sie so etwas erwartet? Ehrlich gesagt, ja. Ich habe mir keine großen Hoffnungen gemacht, dass ich eine echte Antwort bekomme. Ich habe mir sogar eigentlich erwartet, dass ich einen Standardbrief bekomme, mit dem gar nicht auf meinen Brief eingegangen wird. Aber dass hier einerseits auf meinen Brief eingegangen wird, inhaltlich, in dem zumindest die Gemeinschaft erwähnt wird, in der ich war, und andererseits so gar nichts angeboten wird, das hat mich schon schockiert. Ja, das macht wirklich, dass ich fühle mich, als ob man mir ins Gesicht spuckt. Denken Sie, Ihr Schreiben hat den Papst persönlich erreicht oder bleibt das im Vorzimmer? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. In aller Regel passiert das nicht. Aber das ist auch gar nicht der Punkt. Denn egal, wer diesen Brief öffnet, irgendwo im Staatssekretariat, wenn es um ernsthafte Dinge geht, wenn es um den Bruch von kirchlichem Recht und zivilem Recht geht und ich da Nachfragen habe und ich Opfer bin, erwarte ich mir eine andere Art von Antwort. Sie haben eben eine Studie zitiert, die Sie herangezogen haben, um darzulegen, wie häufig das Missbräuche in Orden vorkommen, Missbräuche an Frauen, an Ordensschwestern vorkommen. Es gab gestern einen Artikel, der
offengelegt hat, dass natürlich auch in der Schweiz danach gefragt wurde. Und das Fachgremium für sexuelle Übergriffe der Schweizerischen Bischofskonferenz hat dazu Stellung genommen, hat gesagt, in der Schweiz sei kein einziger Fall bekannt, dass eine Ordensfrau von einem Priester sexuell missbraucht worden sei. Erstaunt Sie das? Es macht mich müde, weil ich mir denke, ja, das ist so das Übliche in der Kirche, dass man sagt, ja, wenn Verantwortliche kennen keine Fälle. Also gibt es keine, müssen wir nichts tun. Das ist so logisch, dass Verantwortliche keine Fälle kennen. Und das heißt überhaupt nicht, dass es keine gibt. Sondern wenn ich in einer verantwortlichen Position bin und ich das erste Mal erfahre, dass es solche Studien gibt, dass es solche Zahlen gibt, wobei ich nicht glaube, dass sie das bis jetzt nicht wissen, dann wäre eigentlich die Aufgabe zu sagen, ja, wir forschen nach. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass es auch bei uns Fälle gibt, ist relativ hoch. Und wenn wir von nichts wissen, dann liegt das daran, dass die Opfer sich nicht trauen zu sprechen oder nicht sprechen können. Frauen haben so eine große Hürde, um über sexuelle Gewalt zu sprechen. Und wenn man Schwester in einem Kloster ist, ist die Hürde noch mal so viel höher, dass die allermeisten überhaupt niemals mit irgendjemandem drüber sprechen. Und die erste Aufgabe von Verantwortlichen wäre, diese Schwelle niedriger zu machen und den Opfern, die es sehr wahrscheinlich gibt, Hilfe anzubieten. Frau Höpflinger, dieses Gremium, um das innerkirchlich diese Übergriffe gemeldet werden können, wurde 2002 eingerichtet. Denken Sie, damit ist genug getan? Nein, auf jeden Fall nicht. Also da muss wirklich etwas getan werden. Und solche Fälle müssen untersucht werden. Und eben, ich finde auch die Antwort, genau wie Sie gesagt haben, einfach ehrlich gesagt bedenklich. Dass man sagt, ja, es gibt es nicht, weil wir nichts davon wissen. Also da müsste man sehr viel machen. Also einerseits natürlich den Frauen den Mut machen, darüber zu sprechen. Und dafür ist dieser Film genial. Also, und auch ihr Erfahrungsbericht. Aber andererseits doch auch von institutioneller Seite her vielleicht da mal ein bisschen Schritte einleiten. Doch. Auf jeden Fall. Der Film zeigt diese 5 Geschichten und ich sage jetzt mal etwas provokativ, es sind doch außergewöhnliche Geschichten. Es sind nicht jede Jüdin wächst im ultraorthodoxen Milieu auf. Das ultraorthodoxe Milieu ist eine Minderheit innerhalb der jüdischen Religionsgemeinschaft schlechthin. Nicht jede Katholikin tritt in einen Orden ein. Es sind doch außergewöhnliche Fälle. Also für mich, ja, natürlich sind es Fälle, die vielleicht zum Teil auch Extremsituationen sind, aber ich glaube, die ganze Erfahrung als Frau, also auch was wir jetzt vorhin gesprochen haben, eben in der Kirche getrauen sich Frauen nicht über sexuelle Gewalt zu sprechen, wenn man die Zahlen anschaut. Also 85% der Vergewaltigungsfälle in der Schweiz, in Deutschland, in Europa werden nicht angezeigt. Das heißt, die Schwelle für alle Frauen und auch Männer, darüber zu sprechen, aus dieser Scham und diesem Gefühl von, ich bin schuld, ich habe was falsch gemacht, was ja die Gesellschaft dann auch widerspiegelt, weil von diesen 85% der Fälle, die nicht angezeigt werden, also die 15 werden angezeigt, davon gibt es 7 bis 10% der Täter werden nur verurteilt. Und da geht es wieder genau darum, was hast du angezogen, wie hast du dich verhalten, wahrscheinlich warst du betrunken. Also die Mitschuld der Frau, dieses Gefühl von, ja, du hast was gemacht, dein Körper ist eben so, dass er bei den Männern was auslöst und dann bist du verantwortlich dafür. Das ist so überall und das hat überhaupt nichts mit einer bestimmten Religionsgemeinschaft zu tun. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Unterdrückung der weiblichen Sexualität schauen, also Genitalverstümmelung, wo man kann sagen, das ist eine der extremen physischen Arten, das sind 200 Millionen Frauen und Mädchen. Das ist nicht eine kleine Minderheit. Oder in Indien, wo die Frauen absolut als minderwertig angeschaut sind. Das ist 1,5 Milliarde Frauen. Also es ist nicht so eine kleine Nebensache, sondern das betrifft uns alle. Dass Frauen die größere Verantwortung tragen, damit sie körperlich integer bleiben, hängt natürlich auch ganz stark damit zusammen, dass die Sexualität viel stärker an der Frau festgemacht wird. Die Ehre der Familie, die Reinheitsvorstellungen. Woher kommt das überhaupt in den Religionen, dass Reinheit, Unversehrtheit und Sexualität derart stark an der Frau und nicht zumindest gleichwertig an beiden Geschlechtern festgemacht werden? Also wieder, das ist bei patriarchalen Religionen. Und dort, wie ich vorhin gesagt habe, die Religion ist ausgerichtet auf den Mann. Und die Frau ist, ein bisschen böse gesagt, in diesem Kontext der Besitz des Mannes. Und dann ist klar, dass der Besitz reguliert wird. Also ich überspitze jetzt mit Absicht ein bisschen, um es deutlich zu machen. Also es gibt natürlich auch Regulierung der Sexualität des Mannes, ganz klar.
Aber es ist tatsächlich so, dass die Frau wird insofern, muss sich stärker normieren, weil es aus dem Mann ausgerichtet ist, wie um ihm, seine Welt gerechtfertigt zu werden. So. Sie haben ja das ganz stark erlebt, dass sozusagen jede Annäherung zwischen den Geschlechtern gleich an der Frau festgemacht wird. Ja. Es war in meinem Fall richtig krass. Vor allem, ich hab das lange nicht verstanden, weil ich irgendwie schon sehr naiv da reingegangen bin und gedacht habe, ja, eben, ich habe an dieses Ideal geglaubt, ich habe aber lange nicht verstanden, was damit kommt. Und dieser Moment, wo meine Mitschwester mir das Unterkleid gegeben hat und gesagt hat, wir tragen das. Und ich dann irgendwie wie instinktiv angefangen habe, mich zu schämen. Und dann wöchentliche Gespräche mit meiner Oberin, die immer gesagt hat, Schwester Doris, du darfst nicht so schauen, du musst irgendwie anders schauen und du sollst nicht so stehen, sondern so. Und nicht zu laut reden, aber auch nicht zu leise reden. Und ich habe gar nicht mehr gewusst, ich habe gedacht, ich bin halt da. Wie soll ich mich denn verhalten? Was ist denn richtig? Und ich war mir immer keiner Schuld bewusst. Und erst später habe ich verstanden, dass hinter jeder solchen Anweisung ein Mitbruder gestanden war, der gesagt hat, die Schwester Doris ist ein Problem für mich. Und ja, nicht verstanden hat, dass er das Problem ist, wenn er sich zu mir hingezogen fühlt und damit nicht umgehen kann. Und stattdessen ist das bei mir gelandet und hat mich wirklich in die Verzweiflung getrieben, weil ich gar nicht mehr gewusst habe, was ich noch tun soll. Bis zu dem Moment, wo ich meiner Oberin sage, der Pater Burkhard schleicht mir nach. Und sie mich anschreit und sagt, du wirst zur Gefahr für ihn. Anstatt ihm zu sagen, warum schleichen Sie der Schwester Doris nach? Lassen Sie sie in Ruhe. Also die Umkehr so, ich war verantwortlich, aber ich konnte gar auch nichts an der Situation ändern. So. Und dass das einfach so knallhart verkannt worden ist und ich in dieser Hilflosigkeit, in dieser Situation allein gelassen worden bin, war wirklich extrem. Und ich habe viel zu spät erst dann gemerkt, dass ich in der Falle sitze. Als Sie dann aus der Gemeinschaft ausgetreten sind, haben Sie dann sozusagen ein rasantes Leben aufgenommen. Sie haben dann geheiratet, Sie wurden Mutter, Sie haben an diesem Filmprojekt mitgemacht, Sie haben ein Studium absolviert, Sie haben Ihre Doktorarbeit abgegeben. Erinnern Sie sich, wie die Rückkehr in die Gesellschaft verlief? Im Nachhinein ist das schnell gegangen. Für mich hat sich das langsam angefühlt, weil ich so viel neu lernen musste und so viel neu anfangen musste oder so viel ganz selbstverständlich mich normal kleiden. War sehr, sehr schwierig und hat sehr lange gedauert, bis ich mich das getraut habe, bis ich mich nicht mehr schuldig gefühlt hatte, wenn ich Hosen getragen habe oder so. Das hat lange gedauert und zugleich war jeder Schritt, den ich gegangen bin, ein unglaublich gutes Gefühl und ich habe so das Gefühl, dass ich auch jetzt in meinem Alltag, wenn ich Eis essen gehe oder wenn ich mir ein schönes Kleid kaufe oder wenn ich in die Oper gehe, andere Leute machen das ganz selbstverständlich und ich habe immer das Gefühl, wie außergewöhnlich, wie besonders, was für ein Geschenk. Wie hat die Geschichte denn Ihre Religiosität geprägt? Können Sie noch festhalten an den Glaubensansichten und Lehrmeinungen der römisch-katholischen Kirche? Nein. Nein, das kann ich nicht. Und trotzdem würde ich nicht sagen, dass ich meinen Glauben verloren habe. Und ich glaube, das verdanke ich meinem Theologiestudium. Ich habe ja in dem Moment, wo ich ausgetreten bin, hatte ich schon Theologie angefangen zu studieren, habe dann mein Theologiestudium beendet und jetzt dann in Philosophie promoviert. Und dieses Theologiestudium war unglaublich wichtig für mich, um zu verstehen, warum diese Ideologie, in der wir in der Gemeinschaft gelebt haben, nicht haltbar ist. Warum die Bibel das gar nicht hergibt, warum das rational nicht vertretbar ist. Und gleichzeitig aber auch die Sachen in meiner Religion, die mir wichtig, mit denen ich aufgewachsen bin als kleines Kind, die mein ganzes Leben geprägt haben, mir die Sachen zu retten, wo ich sage, die sind trotzdem schön und das hat trotzdem seinen Stellenwert und da bin ich trotzdem zu Hause und das kann ich auch rational verantwortet tun. Wie unterschiedlich männliche und weibliche Sexualität bewertet werden, thematisiert der Film auch. Wir haben 3 Szenen ausgewählt, die berühren, aber auch irritieren. I'm going to show you is how FGM type 1 happens. Yeah? So, that's clitoris and that's the clitoris hook. Pricking like that, and then blood has to flow through. In certain communities, type 1 usually means cutting this off. A lot of women who've gone through FGM don't feel pleasure because of what has happened.
because that part of their body was traumatized, basically. Now I'm going to show you how type 3 is performed. All of this has to be cut away. See, all of it. All of it. All of it. This is the small labia I'm cutting away now, yeah? Next, the large labia is also removed. No. What? Yep. So this is a needle on a thread. Then you start sewing that through. So basically all of this will be closed to a point. And you see that small hole? Yeah, that's torture, isn't it? Why are our elders doing this? Why are they not doing nothing about it? Because me, this is my first time I've ever seen this, and now I'm completely against it. 年々金丸祭りに人が来るようになって、もしその女性器をシンボルにしたおみこしだったらとてもそういう雰囲気にはならないんじゃないのかな。チンコは立て祀られているのに私はマンコのアートで裁判に出ないといけません。いまだに女性は土俵に入ることもできません。寿司職人になることもできないし、女性が入山できない生産もあるんですよ。仏教が日本に伝来して女性の体は邪悪なものとされました。汚れた体のために成仏できないという考え方もあったんですよ。We have the power to communicate with men about the most difficult issues. It's very difficult to have men talk about things which actually questions their masculinity or patriarchal structures that we have in the society. It is really important to just acknowledge that women are not aliens. You know, we all enjoy sex. Let's just accept it. Ja, sie sagt es, als sei es so eine Selbstverständlichkeit. Lasst es uns alle akzeptieren, dass wir das alle genießen. Aber die Realität ist eben eine andere. Für Männer ist die Sexualität positiv besetzt, für Frauen ist sie oftmals negativ besetzt. Wie haben Sie das in den Dreharbeiten erlebt, wenn Sie mit Männern zusammenkamen? Wie haben die auf das reagiert? Also bei den Dreharbeiten war es interessant, weil zum Beispiel eben Vitika aus Indien oder Leila Hussein aus Somalia, London, sie arbeiten auch ganz stark mit Männern zusammen. Also das war auch toll zu sehen, dass diese Arbeit, dieses Umdenken eben eigentlich wirklich mit Männern gemeinsam gemacht werden muss, damit sich wirklich etwas bewegt. Oder für mich war es auch toll zu sehen, die Partner, die tollen Partner der Protagonistin, die Väter auch, die hinter dem stehen. Natürlich nicht überall, also bei Deborah Feldman, die Familie hat sie verstoßen, aber bei Vitika in Indien oder Leila Hussein auch ihr Vater. Oder in Japan, bei der japanischen Künstlerin, ist es der Vater, der zum Gerichtsprozess kommt und der sagt, ich stehe hinter dem, was meine Tochter sagt und macht, auch wenn sie zu Hause nie über Sexualität gesprochen hatten vorher. Aber die Mutter, die schämt sich. Also es war eigentlich wirklich toll zu erleben, dass von einer gewissen Art von Männern, die vielleicht auch ganz lange geschwiegen haben, weil das eben als nicht diese Art von Männlichkeit verstanden wird, die bei uns immer gesagt wird, das ist ein richtiger Mann, dass die jetzt anfangen, Farbe zu bekennen und sagen, nein, ich möchte Frauen unterstützen, ich möchte mit Frauen zusammenarbeiten, ich möchte eine gleichberechtigte Partnerschaft. Also es war auch total schön für mich zu erleben, dass das eben in ganz vielen Ländern jetzt auch passiert. Frau Höpflinger, könnten Sie sich auch vorstellen, dass wenn so Ideen kommen eines partnerschaftlichen Verständnisses beispielsweise, dass das in gewissen Ländern auch aber als ein imperialistischer
Vorstoß sozusagen verstanden werden konnte und sagt, jetzt kommen die Westler wieder und sagen, wie es doch eigentlich richtig wäre und wie das Verhältnis zwischen den Geschlechtern verlaufen sollte und was richtige Sexualität ist und wo sie legitim ist. Das hatten wir doch alles schon mal vor 200 Jahren. Das ist tatsächlich ein großes Problem, gerade bei der Genitalverstümmelung, also der weiblichen Genitalverstümmelung, dass diese Debatten eben aufkommen. Und schon der Begriff wird debattiert. Also soll man Genitalverstümmelung? Ich bin sehr für diesen Begriff, weil es ist eine Verstümmelung. Aber selbstverständlich könnte das auch als imperialistisch angesehen werden. So die Idee, der Westen sagt jetzt wieder, das ist eine Verstümmelung und keine Tradition. Und dass es quasi wie sogar den Frauen schaden könnte, indem man nur schon diesen Begriff verwendet, statt hier vorsichtig zu sein. Also das sind Debatten, ich denke, man muss sie reflektieren, sie sind extrem wichtig. Aber selbstverständlich ist die Welt unterdessen globalisiert und es geht nicht mehr nur mit diesen lokalen Ideen von Tradition, sondern es gibt diesen Austausch und mit dem müssen wir leben, von beiden Seiten her. Also die Migration hat ja die Thematik auch noch mal neu angefacht, indem dass, ich weiß nicht wie viele tausend Fälle von Genitalverstümmelung bei Frauen in europäischen Ländern dokumentiert werden. Also es ist nicht mehr so, dass wir einfach sagen können, das ist ein Problem, das wir auf einen anderen Kontinent verlagern. Nein, überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig, in unseren Gesellschaften hinzuschauen, eben, wie gehen wir mit dem um? Das bis jetzt, eigentlich haben wir ja lange auch gesagt, ja, das sind Traditionen, die muss man respektieren. Ehrenmorde wurden auch in der Schweiz ganz lange weniger hart Ehrenmorde verurteilt als ein anderer Mord. Also das ist dann auch ein falsches Kulturverständnis. Und Deborah Feldman sagt auch im Film, ja, zum Beispiel, weil sie in dieser jüdischen Gemeinschaft mitten in New York gelebt hat und das Familienrecht aber dieser Gemeinschaft angewandt wurde, hatte sie als Frau viel weniger Recht. Sie konnte sich nicht scheiden lassen, sie hatte keinen Anspruch auf das Kind und. Also da, glaube ich, auch ist es wichtig, dass wir auch hinschauen. Und was für mich auch so toll war, bei diesen Frauen auch aus einer anderen Kultur zu sehen, eben, es ist nicht ein Film, ich gehe hin und erzähle, was wichtig ist und wie es richtig gemacht wird, sondern das sind Frauen aus diesen Kulturen, aus diesen Ländern, die sagen, es reicht. Wir wollen Gleichberechtigung. Wir wollen als gleichwertige, respektvolle Wesen auch mit einer eigenen, selbstbestimmten Sexualität angeschaut werden. Aber es gab auch eine Begegnung, das haben wir jetzt nicht gesehen, mit einem Hindu-Priester, der sagt, Homosexualität gehört nicht zu unserer Kultur. Ja, übrigens sagen das afrikanische Bischöfe ganz genauso. In Afrika gibt es keine Homosexualität. Deswegen gibt es da auch keinen Missbrauch, weil ja bestimmte Bischöfe sagen, Missbrauch wird nur durch Homosexuelle begangen. Und deswegen ist es in Afrika kein Thema. Also ich glaube, diese Debatte, westliche Kulturen, andere Kulturen, ist wie eine Alibi-Debatte. Denn auch bei uns im Westen waren Menschenrechte ganz lange nicht Teil der Kultur. Wir haben eine Entwicklung durchgemacht und haben das erkannt. Und wenn die Menschen, deren Rechte beschnitten werden, ich glaube, erst wenn die wirklich selber sagen, ich will das so, glaube ich, dass das denen ihre Kultur ist. Aber ganz oft sind das die Menschen in bestimmten Ländern, die andere unterdrücken wollen und dazu den Begriff Kultur oder Religion benutzen und die sich das nicht nehmen lassen wollen und deswegen ihre Kultur über die Menschenrechte stellen. Aber das ist niemals legitim. Gehen wir mal zu der Fragestellung, nach Lösungen zu suchen. Wir haben eben schon mal kurz das angesprochen. Vielleicht gibt es einen weiteren Film, der dann vielleicht die positiven Zitate in den Schriften als Grundlage nimmt. Aber was ist denn der Gewinn der Männer, wenn sie die Macht abgeben? Die muss man ja überzeugen. Darf ich? Ich glaube, dass es ist sicher schwierig. Ich meine, wir erleben ja jeden Tag die Schwierigkeiten, aber ich glaube ganz ehrlich, dass Männer nur gewinnen können. Es gibt eine Szene im Film, wo Leila sagt, ja, ganz viele Frauen können Sex nicht genießen, weil sie sich mit ihrem Körper nicht wohlfühlen. Und ich glaube, wie viel schöner ist das auch für einen Mann, mit einer Frau zu schlafen, die ihren Körper liebt und die das einfach voll genießen kann. Männer sollten das wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Männer das nicht wollen. Beginnt es schon bei der Schwierigkeit, überhaupt darüber zu sprechen? Wir halten uns hier ja schon für sehr aufgeklärt und bei uns tut man das so. Und wir haben schnell den Blick auf andere Kulturen, dass wir sagen, bei denen spricht man wirklich gewollt, also als Teil der kulturellen Identität, nicht so offen über diese Dinge. Haben Sie das so erlebt bei den Dreharbeiten? Also ich glaube eben, das ist sicher so, dass andere Kulturen noch eine größere Hemmschwelle haben oder der Gesellschaftsdruck noch viel stärker ist. Aber ich glaube auch bei uns. Also
wenn Leila Hussein sagt, eben der Chor der Frauen einen Orgasmus vorzutäuschen, der geht durch die ganze Welt, dann heißt das ja eigentlich auch, als Frauen getrauen wir uns nicht zu sagen, was wir möchten oder was unser Bedürfnis ist. Oder es wird bei kleinen Mädchen schon gesagt, fass dich da unten nicht an. Also schon keine Worte dafür, dann eben den eigenen Körper entdecken, lieben. Ich glaube auch dieser ganze Druck auf Mädchen und Frauen, eben das Aussehen, das genügen müssen, das hat so viel damit zu tun, dass auch die eigene Sexualität nicht lustvoll gelebt werden darf. Und sei es jetzt in Japan, sei es in Indien, sei es aber auch bei uns, dass Frauen wirklich sich nicht getrauen zu sagen, was sie eigentlich möchten und das oft auch nicht gelernt haben. Sie haben ja, bevor Sie diesen Film gemacht haben, auch einen Film über Pornografie gemacht. Und Sie haben in diesem Film hier auch zum Beginn Bilder verwendet, die aus der Werbung kommen, die überhaupt nicht irgendwie ein positiveres Bild der Frau zeichnen. Da spielt aber Religion gar keine Rolle. Ja, aber für mich ist eigentlich der Blick darauf, also früher eben durch die Religion und die Gesellschaft, die Frauen müssen sich verhüllen. Jetzt ist eigentlich das Wichtigste, Frauen enthüllen sich, lassen alles mit sich machen, sind aber wieder Objekt und nicht Subjekt. Also ich habe auch einen Film über die Klitoris gemacht und wenn man jetzt Mainstream-Pornos anschaut, also das Wichtigste wäre ja eigentlich für die Frau, für einen befriedigenden oder für einen Orgasmus, 70% der Frauen haben nur einen Orgasmus über die Klitoris, wäre die Klitoris. Sie existiert nicht in den Mainstream-Pornos. Oder, das war ja vor 2 Wochen in der Schweiz, ist rausgekommen, dass neue Schulbücher in die Schulen gekommen sind, wo die Klitoris wieder fehlt. Und dann hat sich herausgestellt, ja, das sind fundamental religiöse katholische Kreise, die haben jetzt Schulbücher rausgegeben, wo es eben die Klitoris, das heißt wieder, die Frau wird auf das Gebären, auf die Mutterrolle, auf das Kinderkommen reduziert, aber die Lust, die weibliche Lust, die Klitoris, das sich auch wohlfühlen, das ist wieder kein Thema. Wo muss dieses Thema diskutiert oder debattiert werden? In der Schule, in öffentlichen Institutionen oder Ihrer Ansicht nach eher im privaten Raum? Also ich glaube an allen Orten. Das fängt wirklich beim Umgang mit Mädchen und Jungs an, wenn man zu Hause, wie man die Kinder erzieht, wie man ihnen eben beibringen mit ihrem Körper, ihr Körpergefühl von Nein sagen. Also dass eben zum Beispiel, ja, jemand möchte sie küssen und sie sagen Nein und das heißt, nee, du musst jetzt diese Person küssen. Also schon dieses Gefühl von, ich darf nicht über meinen Körper entscheiden oder eben da unten, dass Mädchen auch lernen, ihren Körper zu entdecken, dass man es nicht unterbindet. Und dann die Schule, die offen mit diesem Thema umgeht, die Gesellschaft, eben die Bilder jetzt im Internet, Pornografie ist überall, dass wir auch dahin schauen, ja, wollen wir diese Filme, also wollen wir, dass unsere Jugendlichen mit solchen Bildern, mit so einem Rollenverständnis wieder aufwächst? Also ich glaube, es ist wirklich überall. Und ich finde das auch so toll bei den 5 Frauen im Film, dass sie wirklich all diese Aspekte ansprechen und dass die für euch alle auch ganz wichtig waren, überall hinzuschauen und Veränderungen anzustoßen. Und auch so, ja, dass ihr auch glaubt, dass sich etwas verändern kann. Und auch diese Ausstrahlung hatten wirklich so einen Vorbildcharakter. Das hat mir unglaublich viel Mut auch gegeben und Zuversicht, dass auch eine Veränderung wirklich jetzt möglich ist. Mir ist noch aufgefallen, es gibt in den Religionen oder in den Kulturen eigentlich so 2 grundsätzliche Sichtweisen, nämlich der Mann ist in Gefahr durch die Frau, nämlich durch die Verführung, also muss er sie kontrollieren. Oder aber die Frau ist in Gefahr und deshalb muss sie geschützt werden. In beiden Fällen ist offenbar Sexualität aber nicht denkbar, ohne dass es gefährlich ist. Also dieses Entspannte, was wir fordern, ist das nicht auch ein Stück weit eine Illusion? Also das Entspannte wäre eine Illusion, oder wie? Dass wir überhaupt entspannt mit Sexualität umgehen können, weil dieses Gefahrenpotenzial ja offenbar derart groß ist. Die Frage ist, woher kommt das Gefahrenpotenzial? Und ich würde es so erklären, dass Sexualität ist natürlich was Rationales, aber auch hochgradig was Irrationales. Also ein Orgasmus ist sehr unkontrollierbar. Und dass dann Religionen das in die Kontrolle überführen wollen, liegt irgendwie auf der Hand, durch Regulierungen. Aber ich denke, es ist schon möglich. Ich bin vielleicht ein bisschen optimistischer jetzt als der Kreis hier. Aber dass zum Beispiel so ein Film gezeigt wird, dass eine Sternstunde-Sendung darüber gemacht wird, zeigt doch, es wandelt sich etwas. Und ich finde auch, man muss überall darüber reden. Ich finde auch die Kategorie privat und öffentlich ein bisschen heikel, weil es automatisch dann wieder heißt, die Frau ist das Private, der Mann das Öffentliche. Insofern würde ich diese Kategorien gar nicht mehr setzen, sondern tatsächlich also dir zustimmen.
solche Themen müssen überall behandelt werden, ob sie gefährlich sind oder nicht. Das entscheiden am Ende die Leute, die darüber reden. Frau Wagner, haben Sie auch diese Hoffnung für die römisch-katholische Kirche? Wir haben jetzt von Veränderung gehört, wir haben die Reaktionen der jungen Männer gesehen in London, für die die Veränderung schlagartig Realität wird, dass sie sich anders zu gewissen Dingen stellen. Wie sehen Sie das für Ihre Kirche? Ich glaube, man muss ganz klar trennen zwischen normalen Menschen, normalen Katholiken und der Kirchenführung in Rom. Und ich glaube, für normale Katholiken habe ich ganz viel Hoffnung. Da hat sich auch schon so wahnsinnig viel verändert. Also ich habe ja an 3 verschiedenen Fakultäten katholische Theologie studiert. Und da ist es ganz normal unter Studenten, dass die Partnerschaften eingehen, dass sie Sex haben, bevor sie heiraten, dass sie Kinder haben, bevor sie heiraten, dass es homosexuelle Partnerschaften gibt, dass Verhütung keine Sünde ist. Das ist da überhaupt gar kein Thema mehr. Aber es ist ein ganz großes Thema für einige Bischöfe und Kardinäle in Rom und Bischöfe auf Bischofssitzen weltweit, die sich ganz schwer damit tun, darüber zu sprechen, die eine ganz absurde Sexualmoral vertreten. Und ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird. Zum Beispiel ist Selbstbefriedigung eine schwere Sünde, nach wie vor. Und ich kenne keinen Bischof weltweit, der sich da mal irgendwie konträr ausgesprochen hätte oder gesagt hätte, na, das können wir heute so nicht mehr vertreten, das macht auch theologisch übrigens keinen Sinn, sondern das ist die offizielle Lehre. Und ich habe nicht viel Hoffnung, dass sich das noch ändert. Obschon es ganz viele und ganz weite Frauenkreise auch gibt in der römisch-katholischen Kirche, die diese Änderung und den Wandel ja schon seit Jahrzehnten debattieren und versuchen anzustoßen. Es gibt so viele Menschen, die wahnsinnig frustriert sind mit der Kirche, weil die seit Jahrzehnten investieren, dass einfach die Bischöfe zur Vernunft kommen. Und das funktioniert deswegen nicht, weil die Kirche aufgebaut ist als absolute Monarchie. Das heißt, da geht alles von oben nach unten und es ist alles intransparent und man kann so vernünftige Argumente haben, man kann so schlimme Leidensgeschichten haben, man kann 90% des Kirchenvolks hinter sich haben und trotzdem dringt man nicht durch. Und an dieser Struktur wird sich nichts ändern, außer der Papst selber schafft sie ab. Und das ist ja unwahrscheinlich. Und deswegen fürchte ich, dass wir entweder auf einen Zusammenbruch der kirchlichen Struktur hinsteuern, oder dass es sich einfach abspaltet und die Menschen, die diese extreme Sichtweise vertreten und diese Institution so bewahren wollen, einfach immer bedeutungsloser werden, immer weniger werden und das große Gros, die große Menge der normalen Katholiken einen anderen Weg geht und sich unabhängig macht von dieser Institution. Wir sind schon fast am Schluss. Barbara Miller, Sie haben jetzt diesen Film in der Schweiz, in Europa auch gezeigt. Er läuft jetzt gerade. Planen Sie ihn auch in Asien, in Afrika zu zeigen? Ja, unbedingt. Das ist auch ein großer Wunsch der Protagonistinnen, dass er wirklich in der ganzen Welt gezeigt wird. Wir müssen überlegen, wie wir den in Indien zeigen können, in afrikanischen Ländern. Also das ist auch ganz wichtig. Das wäre wirklich, ja, ich glaube, er kann etwas bewegen. Die Frauen sind unglaublich für mich zu Vorbilder geworden. Ich glaube, wir können für ganz viele Frauen und auch Männer zu Vorbilder werden, wie sie die Welt verändern. Eben, du hast vorhin gesagt, du bist positiver gestimmt als wir. Also ich glaube, nach dem, was ich auch mit diesem Film erlebt habe, es ist ein unglaublicher Wandel in Gange und wir können jetzt wirklich etwas verändern und das tiefgreifend ist und bleibend auch ist. Ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich bei Ihnen allen, Barbara Miller, Doris Wagner, Frau Höpflinger. Vielen Dank, dass Sie da waren. Danke. Nächste Woche geht es in der Sternstunde Religion um die Frage, wie die Begegnung zwischen Opfer und Täter von Gewaltverbrechen heilsam sein kann. Jetzt gleich lehrt uns in der Sternstunde Philosophie der Psychologe Steven Pinker, dass die Welt viel besser ist, als viele von uns glauben. Bleiben Sie dran.